Titelsong. Ich finde, wir sollten den Jingle singen, weil ich tue so gern schlecht singen. Bist du parat? Weißt du, so, Halbschlag, voll Herz. Weißt du, so ein bisschen mit Füßli-Songs. Hey, schau, bei dem Schweizer, der der Baschi mitgemacht hat, hey, dort wärst du Fünfter geworden. Also, Hey, 5. von 5. Fünfter. Aber es ist mir gleich. Hey, Es ist mir Fünfter. total gleich. Wärst safe Fünfter geworden. Nein, Hey, das ist einfach mit übrigens, ich Emotionen. begleiche meine Bringschuld. Jetzt hörst du auf mit dem Josh fucking Hartnett. Aber das ist also tatsächlich ein Original-Autogramm. Also gut, du hast es abgeklärt. Nein, du hast es probiert zu verkaufen und du hast 600 Franken angeboten bekommen. Wäre es noch etwas für meine Holiday-Shopping-Kasse? Hey, eigentlich schon. Aber schau, ich habe jetzt im Fall gesehen, wie du so zärtlich sehnsüchtig. Ja. Hast du das jetzt angeschaut wieder, gell? Hey, ich meine, sorry, The Faculty ist einfach damals alles gewesen. Alles. Jenny, ich finde, das ist 16-jährige Mädchens. Ich finde, das sollte auf die Liste kommen für Therapie, weil es ist jetzt einfach Ah, die Liste ist unfällig viel. Da haben wir über den Josh Hartnett Ich geredet. sag's meiner Therapeutin, dass das auf die Liste kommt und dann macht sie wahrscheinlich Platz 77. Ich wollte sagen, Und, sie tut es auf die 4. Seite. Aber es ja, macht nichts. genau, sie blättert in ihrem Blöckchen ganz weit Ich find's- hinten. Ja, so. Also, wir haben uns jetzt gerade vorher wahnsinnig gefreut, als wir uns gesehen haben, da online, weil es hat den ganzen Tag geschifft. Und stell dir vor, wir müssten jetzt irgendwann anpilgern. Das machen wir zwar diese Woche. Wir haben gesagt, wir gehen Glühwein trinken, aber Ja. es wäre jetzt schlimm. Es ist jetzt so ein klassischer Winterabend, wo ich einfach finde, wenn ich nicht raus muss, bin ich noch so glücklich. Ja, aber ich finde, ein klassischer Winterabend ist, wenn es schneit. Ja, aber Also, Baby, it's cold outside. nein, ich weiss nicht, Aber- den kann ich jetzt eben nicht mehr weiter singen. Aber ja, aber ich finde, so Stadtschnee ist jetzt schon nicht so sexy, oder? Wenn es ein richtig schöner Pulverschnee ist. Ich meine, ich wohne nicht auf dem Land. Bei mir ist der Stadtschnee innerhalb von 10 Minuten fräst das Tram Ich bin drüber. dankbar für die schönen 10 Minuten, du undankbar. Also gut. Nein, ich bin ein Stinkstiefel. Ich bin ein Winter-Romance-Stinkstiefel. Es ist völlig okay. I feel you, yeah, I feel you. Ist gut. Aber es ist kalt, es ist regnerisch, es könnte schneien. Wir haben einen Glühwein vor uns und vor allem jetzt eine halbe Stunde, wo wir einfach miteinander schwätzen und wir haben wieder so viele tolle Themen. Ja, ich würde sagen, wir sind vor allem, wenn es jetzt wieder dunkler ist, dann tun wir einfach andersweitig für unser Dopamin sorgen und das ist mit Shit I didn't buy. Absolut. Und das, also ich muss ehrlich sagen, diese Woche habe ich also sehr fest gekämpft. Weil es ist auffällig oft ist es dann einfach in sind also ja Instagram-Werbung. Instagram weiss ja genau, wenn ich etwas ein bisschen angeschaut habe und dann weißt, dort geöffnet habe. Und es hat mich so hart gestalkt. Und das, was ich aber nicht gekauft habe die Woche, und ich bin extrem stolz auf mich, ist ein marokkanischer Wollteppich. Weißt du, so einen Berber, so einen shaggy, ultrafarbige Wollteppich. Und das Gemeine ist, es hat eben 25 so Firmen, und wahrscheinlich ist es am Schluss die gleich. Und es sind alles quasi angebliche Direktimports, irgendwie, weißt du, so quasi aus dem Atlasgebirge und so. Aber jetzt haben sie eben so Zeug gemacht, wie, weißt du, so irgendwie so, hey, 70% Rabatt. Und der Teppich, den ich eben so mega schön finde, ist ultrafarbig. Also, ich darf es dem Nick gar nicht sagen, weil er hat eine riesige Krise. Und der kostet jetzt nur noch 394 Franken statt irgendwie, was habe ich vorher gesagt, 795 oder so. Nein, 984. Ja, aber das sind die Vorherpreise und so. Also, I know. das ist Ja, so es ist, der ja, aber, psychologisch älteste Trick im Buch. I know. Aber der ist Du könntest auch wunderschön. einfach für den Preis runterfliegen, dir dort unten wahrscheinlich den viel, viel günstiger auf dem Markt kaufen. Und einen noch feinen Pfefferminztee trinken und wieder heimkommen. Ja, ich weiss jetzt nicht so, was die marokkanische Küche mit so glutenfrei und so hat. Stell dir mal- Die haben ja den fiesen Reis, wo manchmal noch so Nüdeli drin reingemischt sind. Richtig gemein. Aber ich würde schon etwas finden. Das ist völlig Irgendetwas okay. findet man schon. Ja. Aber ich habe den Wollteppich nicht gekauft, aber ich tue ihn zu uns in den Adventskalender, den wir machen, auf Ja. Vollherz auf Instagram. Und dann kann es ja sein, dass irgendjemand mich fest liebt aus meinem Umfeld und dann vielleicht der einfach nein, ich höre jetzt auf. Vielleicht müssen wir auf diesen Posts, weißt, immer noch irgendwie so ein Siegel haben, irgendwie Steffi Loves oder Ja. Jenny Loves. Ja, genau, Die so Leute, die speziell. uns mega lieben, auch wissen, was Also ich finde, wir haben es jetzt wie schon präsentiert. Ich finde, sie können es einfach machen. Ist Ja. gut. Also, es ist eigentlich Ist einfach so. unsere Wunschliste im Internet. Ja, ist schon so. Ja. Weil, ja, es ist wieder mal ein tolles Geschenk, wäre schon wieder mal schön. Weil es so ein richtig tolles wäre eben schon
toll. Was hast du dir diese Woche nicht geschenkt? Wo hast du dich grauenhaft zusammengerissen? Ja, jetzt kommen schon die ganzen so Black Friday Promo-E-Mails. Mhm. Und ich tue ja die immer fleissig wieder auch abbestellen. Weil es hilft ja nicht, wenn dann die ganze Zeit so der Güssel neu in die Inbox kommt. Und ich habe das mal auch eine bekommen, so, hey, all unsere Beauty-Behandlungen sind 20%. Auch zum Beispiel da unser Jet Peel und Hydra Facial und irgendwie Microneedling und Morpheus V, irgendwas, keine Ahnung, was schießt mich tot. Und dann habe ich gefunden, wäre irgendwie schon noch nice. Vielleicht noch so irgendein Facial. Ja, also jetzt noch schnell Aber reintatschen, so vor der Weihnachten, weißt du, dass alle ja, irgendwie finden so, was hast denn du gemacht? Und du irgendwie so, Weihnachtsgutes legen. ja, es ist einfach Ja, blau. es ist wirklich so. Dann irgendwie, Was würdest du dann wollen machen? Also was hättest du jetzt sonst auf so etwas so Geiles, so ein bisschen etwas Brutales, eben so nein, aber Microneedling oder... nicht. Nein, aber Okay. nicht. Ich hätte eben eigentlich lieber einfach so, ich weiß nicht, vielleicht auch innen so, weißt du, ich habe das ich mal auf TikTok gesehen. Ich weiß nicht, ob das in Zürich schon gibt, weißt du, so, ich hätte lieber jetzt so, alles so fluffy und dann so Hairspa, weißt du, einfach jemand, der so die Haare strählt, Ja, also es dann wäre hat noch schon... ein schönes Düftli. Und Also, dann so eine Maske, aber nicht mit Nadeln oder irgendwie da also so ein mega Kettenöl. fein, einfach so ein bisschen ein Ja, einfach Streichel, schön. ein Kuschelfacial quasi. Ja, du kannst mir dann sonst deine Recommendations schicken. Ich Ist habe jetzt gut. deponiert, was ich suche. Ist gut, ich habe verschiedene Ideen. Bei mir Ja. wäre es, glaube ich, wirklich eher, also ich finde, wieso, ich hätte gerne die obersten 3 Hautschichten, die wir einfach mal schnell wegrasen. Nein, ich weiss es nicht. Ich bin mehr so in Stimmung für so, wir schaffen jetzt ein bisschen. Ich muss, glaube ich, wieder mal etwas so ein bisschen wüst machen, weißt du, was so ein bisschen blühtet. Ich weiss es nicht. Ja, ich glaube, es ist ein Morpheus, irgendetwas. Das ist schon recht intens, muss ich ehrlich sagen. Ich bin einfach so rot wie die Base da hinten. So sieht mein Ja gut, Gesicht das bin ich nachher eben aus. bei jeder Behandlung schon, weil ich so mega feine Kapillare und so habe. Okay, also du wirst auch Weil sowieso, gerötet. genau, von dem her, das ist einfach nicht so nice. Aber ich weiß nicht, sind wir letztes Mal eben auch schon davon erzählt. Und dann, ist eben schön. Dann habe ich gefunden, ja, nein, das ist mir zu brutal. Und dann einmal habe ich irgendwie noch so ein Fire und Eis irgendetwas gehabt. Aber das ist Ja, auch noch nice, oder? ja schon, nur ich hatte einen Freeze-Burn nachher vom Eis. Nein, ist das wahr? Ja. Okay, nein, dann darf man nicht so Zeug machen mit dir und dann nicht so scharfe Fruchtsäuren, sondern du willst wirklich einfach einen Streich. Ja, so ein bisschen Papaya ist okay, aber einfach so das, was du so für den eigenen Gebrauch kannst heimnehmen, weißt Ja, nicht ja, so. darum habe ich gefunden, so, ich wollte glaub wirklich einfach etwas Schönes, etwas Feines, etwas Vanilla. Etwas, wo man einpfüselt dabei. Ja, Okay. ist toll, ja. Ich habe letztens auch so eine Gesichtsbehandlung gehabt, hat sie mit so 2, man muss fast sagen, Bäseli, mit so Pinseli, hat sie da so eine Gesichtsmaske aufgetragen und ich so, das ist mega schön gewesen. Die Füße ist einfach wirklich fast ein. Das ist echt Dazu schön noch gewesen. mit meine Haarstrählen, die haben es ja eh nötig. Dann wäre ich voll dabei. Okay, also das finden wir. Das finden wir. Ich bin jetzt wirklich Ich habe deponiert. So, Das ist mach jetzt gut. ein bisschen Magic Fairy Dust und dann. sehr gut. Also wir schauen, was wir machen können. Ist gut. Also wäre ich wieder der Beauty Sammy Klaus. I don't know. Ja. Und Aber also, anyway. um das abschließen, falls es vorher zu subtil war mit dem Adventskalender, ihr könnt also wirklich jeden Tag auf Instagram schauen und wir droppen jeden Tag ein neues Türchen im Dezember, weil das gehört für den Adventskalender, mit ganz vielen lässigen Sachen. Wo wir, Steffi und Jenny, approved finden, ist recht geil. Hätten wir Ja. gern. Und vielleicht hat es auch die eine oder andere Idee, die ihr findet, die so, hey, sag's nicht. Weil ich finde, es ist nicht 0815. Es hat noch ein paar Nein, es ist nicht lässige Sachen. 0815, es sind recht viele coole Sachen. Und ich muss vielleicht an dieser Stelle auch noch sagen, we wish, wir würden für das gezahlt werden, but we don't. Nein, stimmt, das ist auch noch wichtig zu sagen. Wieso? Es ist Es alles ist kein Geld, leider irgendetwas, we wish, aber nein. Aber leider nein. komplett nicht versponsert. Aber ja, dafür hat es recht viel weird Shit Nein. drin. Aber eben, also, es ist jetzt wirklich Advent. Es ist wirklich krass. Es ist crazy. Zeit rast. Ja. Ich weiß nicht. Aber ja, ich Aber muss noch einen späten Thanksgiving organisieren. Wir machen noch im Dezember unsere Familie ein Thanksgiving. Und jetzt muss ich von irgendwoher noch einen Truthahn bestellen. Und ich habe das irgendwie wie nicht geschnallt, dass Turkeys in der Schweiz mega teuer sind. Und das hat wie so ein Online-Händler, irgendwie so, wenn ich schaue, und irgendwie so, so Turkey für irgendwie 12 bis 15 Personen kostet 350 Franken. Ich so, What? what? Also anyway, falls jemand einen Aber bringst du überhaupt nicht offen?
Es ist eben wirklich eine kritische Grenze. Wir haben es also auch schon geschafft bei mir in der Familie. Ich Mhm. glaube, so ab 14 Kilo wird es problematisch. Und ein Jahr haben wir ihn wirklich müssen auseinandersagen, roh, und bei der Nachbarin die andere Hälfte machen. Es war wirklich recht peinlich gewesen. Aber ja, Disgusting! I know, es war recht grusig gewesen, aber wir haben es geschafft. Anyway, also lieber ein paar Beilagen mit. Gratulation an Familie Hitler. Es ist wirklich so. Oh, und der glutenfreie Pumpkin Pie wird grossartig. Ah gut, das ist immer grossartig. Ja, nein, da Das freue ich mich verstehe drauf. ich Ja. Obwohl, Pecan Pie. Auch sehr les, gebe ich zu. Aber den kann ich wie nicht. Ich weiß auch nicht. Ich heb mich am Pumpkin Pie und ich mache noch so einen Apple Ginger Pie und dann Oder, ist das hear gut. me out, Mississippi Mud Pie. Auch les? Habe ich noch nie gemacht. Mhm. Müsste eigentlich auch so Oh, nicht aber allzu schwierig sein. apropos Southern Kitchen. Ich weiss, wir haben eigentlich das Essen für am Schluss aufgehalten, aber, weißt du, es gibt's neu in Zürich als Pop-up? Was? Seafood Boil. Louisiana-Style. Mhm. Also ich meine, Als- hier. Ja, ich weiss, I don't know. Ich habe auf TikTok gesehen, irgendeine nette Dame in Altstädten macht irgendwie so ein Pop-up mit Original Louisiana Seafood Boil. Und ich bin very intrigued. Meine berühmte Liste muss ich mir notieren. Weißt du, ich les. Ja, gell? Und das bringen wir glutenfrei her. Also eben für die, die Ich bin es mit meiner hören. Freundin, der Pam, am abklären, ob das wirklich legit ist. Ja. Sie weiß es. Aha. Sie ist von dort. Und dann, hey, I'm Ui, putting nein. on my running shoes. Ja, aber wirklich. Weil das müsste glutenfrei sein. Ich meine, da tun sie doch kein Mehl drin. Das ist einfach irgendwie so, weiss auch nicht, 700 Gewürze und einfach alle Tiere von der Welt dort reinrühren. Aus dem Meer, Und von was- Land und Meer. Ja. Mega geil. Sehr les. Okay, also das müssen wir Also, abklären. sorry, Disclaimer. Aber wir haben vorher eigentlich wir haben die wunderbare Chance gepasst, um einfach smooth, jazzmäßig überzuleiten zu unserem Am I the Asshole? Es ist bald Okay. Weihnachten. Es ist bald Und wir sind schon Weihnachten. in Celebration-Mood. Es ist, Du ich hast. habe so eine gute Geschichte, wo ich mir dann nachher, also wir müssen jetzt, ich tue jetzt nicht spoilern, aber es geht so ein bisschen um den Celebratory Mood, muss man sagen. Und ich tue es jetzt gleich nochmal jedes Mal schnell einleiten, für die zum Beispiel heute das erste Mal hören. Jenny und ich sind leicht obsessed, also es ist mit Steffi ist obsessed und Jenny hat gesagt, also gut. Sure, So. why not? Sie hat gefunden, okay, also ich schaue und lese recht obsessiv auf Reddit Am I the Asshole? Und das sind immer so Fragen, die Leute stellen, so echte Situationen, wo sie finden, bin ich jetzt Arsch gewesen oder nicht. Und diese Woche habe ich so eine krasse Perle rausgezogen. Ich hoffe, ich muss hydraten. Du Das ist eine gute sammelst, Geschichte. du sammelst. Deine ganze Energy. Wenn ich jetzt Jingle Bells hätte, ich würde sie noch ein bisschen glückeln. Jingle bells, jingle all the Jetzt. way. Jetzt sind wir parat. Okay, das ist Am I the Asshole-Geschichte. Frage sagen wir, von der Woche. Also, der Titel ist, bin ich das Arschloch, weil ich Weihnachten abgesagt habe? Okay, wir sind ready. Die Frau, die es geschrieben hat, ich weiss, sie ist weiblich, aber ich weiss nicht, wie alt sie ist, aber wir vermuten jetzt wahrscheinlich so zwischen, ich weiss auch nicht, 30, 40, 50, whatever. Und sie schreibt auf Reddit Folgendes. Ich bin der Organisator der Familie, also ich tue immer alles quasi planen. Und dementsprechend kommen alle zu mir für Ferienplanung, für Ratschläge, für irgendwie Unterstützung oder wenn sie haben, einfach irgendwie Dampf ablassen, verbal. Ich liebe das und ich hasse es gleichermaßen. Und ich hoste alle grossen Viertig, weil mein Zuhause gross ist und quasi neutraler Boden ist für Familiendramen, wo sie geschrieben hat, Klammern, ich weigere mich einfach, darin hineingezogen zu werden. Finde ich vernünftig. Also, die Reditorin schreibt weiter. Jedes Jahr haben wir an Weihnachten mehr als 15 Leute zu Gast und es ist mega anstrengend. Und wir hosten das auch dieses Jahr wieder. Und ich freue mich auch schon, aber habe auch wieder ein bisschen den Bammel davor. Und kürzlich habe ich mit einer Freundin geredet, die mir erzählt hat, dass sie in ihrer Familie kein Weihnachtsessen machen, sondern einfach einen normalen Mittag. Und der Rest vom Tag ist einfach so Family Time, können sie miteinander geniessen. Und das hat so schön getönt, dass ich am liebsten brüllt hätte. Ein bisschen dramatisch, aber anyway. Also, sie schreibt weiter. Also habe ich beschlossen, dass ich das nächste Jahr das Weihnachtsessen nicht mehr bei mir hosten. Wir bleiben entweder daheim und bestellen Takeaway oder wir verreisen. Mein Mann war zwar ein bisschen schockiert, als ich das gesagt habe, aber er hat zugegeben, dass die Idee von so ruhigen Festtagen, dass er die super findet. Okay. Sie schreibt weiter. Und dann habe ich das mit meinen Eltern und meinen Schwiegereltern im Rahmen von unseren normalen täglichen Update-Telefonat mitteilt. Und ihre Reaktion ist absolut crazy gewesen. Ich fühle mich jetzt wie der Grinch und die ganze Familie tut jetzt so, als würde ich Weihnachten für alle canceln. Man hat mir gesagt, ich sei egoistisch und dass ich der Familie den Zugang zu den Enkelkind verwehre und auch das Weihnachtsfest von dem Jahr, also wo sie noch eigentlich hosten wollen.
ruiniert hat, oder? Und sie hat Geschwister, die das Fest auch bei sich machen könnten und niemand ist irgendwie, weißt, so körperlich behindert oder so und kann nicht für sich selber kochen. Sie fragt, bin ich das Arschloch oder soll ich einfach gleich machen, dann das Jahr und das nächste Jahr am Friedenslieb? Habe ich noch eine extreme Situation gefunden. Weil ich glaube, jede Familie hat so einfach den Ankerpunkt, wo wenn fest, dann bei denen, oder? Aber die, ich weiss nicht, du schaust jetzt, ich muss jetzt zuerst Jenny fragen. Ich habe die Geschichte halt schon gelesen, ich habe es schon ein bisschen verdaut. Was sind deine Gedanken dazu? Ja, also mein Gedanke ist mehr so, ich erinnere mich gar nicht, dass ich das geschrieben habe. Es ist im Traum, es ist mitten in der Nacht passiert. Ja, Okay. could have been me. Could have been me. Echt? Wir hatten nicht 15 Leute sind es nie gewesen, Mhm. weil unsere Familie relativ klein und der eine Teil redet mit dem anderen Teil und so weiter und so fort. Okay. Von dem her ist es nicht so viel gewesen, aber es ist schon, dass immer das so ein bisschen bei mir war, bis ich dann irgendwann mal gefunden habe, ja, wisst ihr was? Mhm. Ich gerne haben. Und dann haben wir ein Freunde-Weihnachtsfest gemacht. Das war mega toll gewesen. Und that was the end of Family Christmas. Really? Also, du tust jetzt persönlich mit Freunden feiern. Du hast ein Friendsmas. Ja, also letztes Jahr, ja, am 24. Wir haben es jetzt eben umgestellt, weil wir haben vor 2 Jahren gemerkt, dass es mit einem kleinen Kind total Bananen ist, am 24. nochmal Geschenke auspacken. Ja. Weil den ganzen Tag ist er so Rastet aus, ja. Genau. Und dann packt er alles aus, was mit dem Zeug spielen und du findest ihn irgendwie so am 9:30, fahr ab ins Bett. Mhm. Schwierig. Und darum haben wir jetzt gefunden, weißt du was, wir machen jetzt, wir kehren jetzt einfach um. Jetzt haben wir es letztes 2 Jahre oder das erste Mal letztes Jahr, ich weiß es nicht mehr. Wir haben es jetzt so gemacht, dass wir am Morgen rausgehen, irgendwie in den Wald, so ein bisschen Tee und Kaffee kochen und dann heimkommen Wird mal- alles Mhm. Christkindlich. Ah, so ganz Das heisst, klassisch. irgendwie auf die 12 1 am Nachmittag gibt es die Geschenke. Dann kann man den ganzen Nachmittag mit dem Zeug spielen. Und dann am Abend weiss ich nicht, bestellen wir Pizza, whatever, I don't give a Ja. shit. Und am 25. Machen wir mit Kollegen. Finde ich nice. Mhm. Also, du bist, Okay. das bist wirklich ein bisschen du, das geschrieben hast. Interesting. Ja, gell, ich habe wirklich gerade so, dann. Okay. Ich erinnere mich nicht, dass ich das geschrieben habe, aber ich habe momentan ganz viele Sachen, die ich mich nicht erinnere, dass ich das gemacht habe und gesagt habe. Von dem her, Müssen wir vielleicht nachher off-camera nochmal drüber reden, genau? Nein, ich weiß auch nicht. Irgendwie so, hat sie mich Nein, aber, also ich finde jetzt, das mit der Familienweihnacht, also ich glaube, das ist bei jedem, auch alle, die jetzt zuhören, es sind die allerwenigsten, finden einfach irgendwie, weißt du, so quasi, hey, voll chill und wir tun das aufteilen und es ist immer total lässig. Ich finde, es ist schon immer so, vielleicht ein bisschen vorbelastet, aber es schwankt extrem von Familie zu Familie. Und ich habe das jetzt irgendwie rausgepickt, die Geschichte, weil ich, weißt du, ich habe gefunden, wow, so krass. Und also, ich müsste vielleicht auch noch sagen, also das Verdikt ist jetzt bei dem Reddit-Thread natürlich Oh. not the asshole. Klar. Und es hat also wirklich, also mein Lieblingskommentar ist wirklich von jemandem, der geschrieben hat, warum sollst du dich schlecht fühlen, nur weil du auch das willst, was alle anderen wollen und haben, nämlich ein easy, stressfreies Weihnachtsfest. Mhm. Sie ist die Einzige, die nicht Ja, das ist genau der Punkt. Wenn du das hostest, dann hast du ja nichts von frohen und besinnlichen Weihnachten, oder? Eben. Und sie hat einfach, Mega am Stress. aber ich verstehe sie mega gut, weißt du, was sie geschrieben hat, irgendwie so, sie liebt es und sie hasst es. Weißt du, ich bin auch wahnsinnig gerne der Hostess und es hat es auch schon gegeben, dass ich mich einfach ein bisschen überlupft habe, wenn einfach irgendwie alle finden, ich komme mit Kind und könnte auch noch kommen und plötzlich sind wir mit 14 und so. Das ist intens und es braucht Geld und es braucht Energie und es braucht Zeit, oder, zum so Zeug machen. Aber was ich jetzt irgendwie recht spannend gefunden habe, ist, dass ich natürlich auch, als ich die Geschichte gelesen habe, habe ich auch gedacht, weißt du, weil wir, also jetzt meine Familie, ich mit meiner Mom und meinen Kindern, wir tun auch seit Jahren, seit die Kinder auf der Welt sind, gehen wir immer zum nächsten seinen Eltern am Heiligabend und zu meinen Eltern am 25. Und durch das, dass wir einfach wie kein eigenes Familienritual hatten, weißt, mit einem Abend, haben wir angefangen, amerikanische Weihnachten zu feiern. Also schon mit den Kids
von klein auf haben wir gesagt, 25. am Morgen ist Bescherung, oder? Weil irgendwie so in Amerika ist immer so ein bisschen, der Santa Claus kommt ja in der Nacht und dann gehst du am Morgen, am 25. stehst du immer am Morgen um 6 Uhr auf, weil euch Kind wecken, weil sie finden, oh mein Gott, der Santa ist da gewesen. Und wir haben das jetzt so gemacht, dass wir Familie haben, also Familienessen bei unseren Eltern und am 25. ist eben so quasi Bescherung mit unserer Familie und weil jetzt meine Töchter 21 und 23 sind und nicht mehr um 5 Uhr aufstehen vor lauter Aufregung, machen wir Pyjamas und Pancakes mit Freunden. Und wir haben jetzt auch so ein Open House, wo wir irgendwie so am 25. so auf die 10 oder so, dürfen alle ungeschminkt kommen im Pyjama und dann gibt es Geschenke für die wollen und haben und dann machen wir einfach ganz viele Pancakes und dann gehen alle wieder heim im Pyjama wieder liegen. Und ich finde es mega lässig. Ja, das finde ich total super. Nein, weißt, das Problem ist ja, ich tue auch gern hosten, oder? Und ich glaube, wir sind beide dann der Hostess with the mostest, oder? Natürlich. Mhm. Und ich finde das auch total toll. Aber weißt, ich habe wirklich irgendwie, muss sagen, nachdem ich glaube irgendwie sicher, weiß auch nicht, 4, 5, 6 Weihnachten gemacht habe Mhm. und und einfach nicht wirklich ein Danke kommt oder «Hey, kann ich dir etwas tragen?» Ja, so, ja. für irgendwie den fucking 80 Franken Schinken oder so. Mhm. Weißt nicht, dass du müsstest, aber du könntest doch einfach fragen. So Ja. aus Decency finde ich, ja, nein. Ich habe eigentlich keinen Bock mehr, dass du das Gefühl hast, ich schulde dir meine Arbeit. Ja, das ist genau das. Und das ist lustigerweise auch einer der Kommentare, die ich rausgelesen habe. Hat jemand geschrieben, also das ist jetzt auch wieder ein Zitat, sagt, meine Mutter hat mir vor langer Zeit gesagt, your job will never love you back. Und das hat mich so geprägt, wie ich meinen Job anschaue. Und das Gleiche gilt auch für die Familie, die sich nie bedankt bei der OP, also bei der Originalposterin, für das, was sie das ganze Jahr gemacht hat und über die ganzen Jahre hinweg immer an Weihnachten. Und stattdessen nur motzen, dass sie nicht mehr gratis für sie Ja. geschaffen wird. Und Ja. das ist wirklich relevant. Ja. Aber Also- etwas finde ich, wo wir noch schnell darüber reden müssen, und das ist so ein Nebensatz-Blurb von dir, von der Op, von der Pod. Ich glaube, ich weiss, was kommt, ja. Hast du wirklich gesagt, in den täglichen Catch-up? Ich habe gehofft, dass du das aufliest im Fall. Of course I do. Hello. Hey, und es ist wirklich... Und ich auch, weißt du, und es hat Kommentare gegeben, oder? Weil ich habe es auch durchgelesen. Und ich habe es zuerst überflogen und dann bei den Kommentaren hat jemand gesagt, excuse me? Tägliche telefonische Updates. Und dann hat sie geschrieben, ja, also wir tun schon, die Leute mir jeden Tag an, Mutter und Schwiegermutter. Und dann ist dann durch Diskussionen losgegangen. Und alle Leute sind so, das musst du im Fall auch nicht machen. Ja, also du musst, wenn du nicht machst, darfst du schon, wenn du keinen Job hast und nichts und dir das mega viel Erfüllung gibt, jeden Tag mit deiner Mill oder Mutter zu reden, dann hey, fair play to you. Aber Nein, also ich bin halt ein schlechtes Beispiel, aber ich meine, also wie oft lügst du deine Eltern an? okay, das ist jetzt eben auch, also meine Mutter ist jetzt gerade in der Reha, sie hat irgendwie eine Operation gehabt, so. Dann melde ich mich natürlich mehr, weil ich weiss, dass sie sehr langweilig ist. Und zuerst ist sie recht beschäftigt damit, mit meinem Vater, weil er ist anstrengender, er ist wie dein 5-Jähriger, einfach als 80-jähriger Mann. Nein, muss sich beschäftigen. Ich hoffe, ohne Windeln. Sie sind grossartig, aber nein, also ich würde sagen, irgendwie so alle 2 Wochen tun wir mal telefonieren und wir sehen uns vielleicht einmal im Monat, das schon. Aber, und ich finde das eigentlich noch viel und eben am nächsten Mami, also meine zauberhafte Mother-in-law, und sie ist wirklich eine coole, hat irgendwie auch irgendwie gestern mit ihm telefoniert und hat irgendwie traurig gewesen und hat gesagt, meine Enkelkinder rufen mir nie an. Und das ist, weißt, das Problem ist, sie meint es als Witz, aber mir und Lilly haben jetzt eine totale Life-Crisis gehabt und haben gefunden, immer so, sie hat das Gefühl, wir vernachlässigen sie. Und ich finde einfach irgendwie so, auch wenn du es als Witz meinst, weißt du, immer so ein bisschen leicht Guilt-Trippen ist immer ein bisschen schwierig. Sorry, Ich habe dann auch so das Gefühl, ui, nein. Ja, nein, so muss ich ihr jetzt auch mehr anrufen. Wir haben es immer mega gut. Also wirklich, ich muss wirklich fairerweise sagen, auf beide Seiten gut, aber tägliche Updates, never ever. Ich habe nicht einmal mit meinem eigenen Mann tägliche Updates. Ich weiss nicht, es ist ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber zum Beispiel, wenn ich auf Reisen gehe, ich bin ja recht viel unterwegs, und da gibt es ein paar Menschen, also da bin ich 3-4 Tage weg und dann schreibe ich nicht die ganze Zeit, Ja, hey, Schatz, gut. Kann wieder sagen, heute schon wieder eine Hotstone-Massage gehabt, Steffi, shut the fuck up, oder? Okay, fair, ja, das stimmt. Ja. Sorry, Oder? am I the asshole? Ich glaube schon. Ja, eben, ich weiss nicht, ich kann da wie nicht mitreden. Also, Okay. Nein, aber ich weiss nicht. ich kenne... Kontakt. Stimmt nicht. Also ich habe sicher Freundinnen, die wahrscheinlich fast täglich mit ihren Eltern telefonieren. Oder sie Was sehen... sind wir dann so mit den Ich weiss auch nicht. Dann sagst du wirklich, wie hast du geschlafen? Und was hast du zum Morgen gegessen? Und was machst du heute?
und gell, es ist kalt und es regnet. Ja, Weißt du, so, weiß auch nicht. Also, okay. ich weiß auch nicht, Jenny, vielleicht mit mir mal, ich weiß so undercover gehen und ich weiß auch nicht herausfinden, was das für Leute sind. Ich finde es, nein, ich kann nicht einmal sagen, dass ich es lässig finde. Also, weißt du, nicht so cute oder so. Ich finde, es ist, wenn du so wirklich so eine enge Spannend. Familie Ich weiß bist. nicht, wie das, weißt, ich finde das total spannend, weil, wenn, wo ich noch so Gespräche hatte, dann ist immer, hast du etwas erzählt und dann ist es immer irgendwie, weiß auch nicht, 3 Sekunden über dich gewesen und dann hat das Gespräch gekehrt und es ist wieder eigentlich über etwas anderes gegangen. Und Ja, ich so, okay, und jetzt ist gerade mehr so der Stand, ja, ich weiß nicht, ich glaube, irgendwann wird man wahrscheinlich die Kantonspolizei anrufen. Oder das Spital. ja. Okay, also du hast wirklich, eben, ich sehe, wir sind da auf einem anderen Level. Du hast wirklich, du bist relativ low contact mit deiner Familie, Ja, oder? low bis no. Low bis no, okay. Und das ist, eben, ich meine, ich respektiere es mega. Ich meine, wir haben auch schon über das geredet und so. Das ist für dich auch, und das ist ein Entscheid, der auch von dir rausgekommen ist, dass du gefunden hast, hey, I have to protect my peace. Ich brauche es nicht, oder? Finde ich Fix. total fair. Und ich bin wirklich mit meiner Familie nicht auf dem Level. Das Wir haben uns auch gern, aber wir haben uns auch mit einer gewissen Distanz gern. ja, Weißt du, was aber ich das meine? ist ja okay. Also, weißt du, ich meine, ich Ja. habe auch Freundinnen, wo ich irgendwie finde, ich mag dich total, aber wenn wir jetzt noch näher beieinander sind, drückt das Küsschen aufs Gesicht. Manchmal Oder? bin ich, manchmal bin ich so ein bisschen froh, dass wir uns, weißt du, so virtuell. Weißt du, so, pass auf. Nein, aber es ist, ich weiß genau, was du meinst. Oder es hat ja wirklich Leute, die du findest, irgendwie so, dosiert sind sie super. Also Also, homöopathisch. homöopathisch, danke vielmals. Und ich finde jetzt, wenn wir zurückgehen mit zu der ganzen Festtagsdiskussion, ich finde, wir sind alles erwachsene Menschen und die komischen Guilt-Trips, wo man sich manchmal auch selber macht, auch wenn Kinder involviert sind, das findest du, die müssen doch ihre Großeltern sehen, oder das ist doch mega schön mit der ganzen Familie. Hey, es ist total legit auch, das sage ich jetzt irgendwie nach irgendwie 25 Jahren mit irgendwie kleinen Kindern und Familie. Ich stelle mir auch vor, dass es irgendwie nicht immer so der riesen Türk muss sein. Weisst irgendwie so quasi mit 500 Leuten, aber andererseits, das ist eben, wir haben das bei uns in der Familie ist wirklich einfach Thanksgiving und Weihnachten, wo ich es einfach schon lässig finde. Du kannst am Tisch sitzen und meine Schwester ist dort mit ihren Kindern und so. Und das ist einfach, ich finde das schon schön, wenn du einfach in so einen riesigen Tisch hast von Leuten und alle schnurren durcheinander und du hast genau das findest du irgendwie, weißt du, quasi, jetzt hat die wieder alles erzählt und ich kann eigentlich wollen. Aber es ist schon schön, aber das kannst du eben geniessen, weil es wirklich ein rare Moment ist. Das ist Einmal wirklich, im Jahr. ja, zweimal bei uns eigentlich. Also das ist wirklich, und ich finde das, dann kann ich es total geniessen. Ja, verstehe ich. Und eben das, ich muss wirklich jetzt das Jahr schauen, eben, dass wir manchmal auch so ein bisschen, also ich finde, je älter dass wir jetzt werden, also mein Mann und ich und unsere Geschwister, desto mehr helfen wir natürlich. Aber ich habe jetzt schon überlegt, weißt du, ob echt unsere Mütter, also Großmütter, vielleicht auch gefunden haben, wieso, die kommen immer und haben einfach das Gefühl, wir fahren alles. Nein, das stimmt nicht. Wir haben schon immer gefragt, ob wir uns beteiligen können. So wie jetzt in dieser Asshole-Geschichte, habe ich mich noch nie verhalten. Weißt du, dass ich einfach finde, wieso ich nehme es so völlig für selbstverständlich an, dass dort einfach alles serviert wird und dass ich nur noch reinlaufen muss. Das finde ich auch einfach charakterschwach. Aber das bin ich auch, wenn du jetzt mich einladen zum Znacht, ich würde never ever sagen, irgendwie so, auf die 7 ist gut und dann komme ich einfach, sondern ich Ja, aber frage das mich haben wir noch ja erst mal 5-mal. gehabt, dass du einfach auch, also weißt, einfach zumindest irgendetwas mitbringst oder also Ja, du sagst ihnen so, hey, kann ich den Dessert und so. Und dann ist es wirklich Hostess-Level, weißt du. Es kann auch nervig sein, weißt du, dass du einfach sagst, hey, nein, ich kann alles, komm einfach und so. Das ist, ich finde, du kannst schon Briefings durchgeben. Aber ich finde jetzt in so einer Situation, wo so viele Familienmitglieder zusammenkommen, das ist viel Arbeit und das ist auch viel Food, wo man muss servieren. Dann finde ich es völlig selbstverständlich, dass man irgendwie sich würde beteiligen, oder? Also, ja, ist also ich meine, eben, wenn du mit so Leuten, also weißt du, ich meine, wenn du, weißt du, mit dem allem drum und dran, also ich meine, also weißt du, wenn du wirklich dann sagst, weißt du, mit Baum und mit Alkohol und mit Essen und hey, wir haben easy 600-700 Stutz ausgegeben. Ja, ja, es ist wirklich, it's a lot. Und eben, wenn jemand einfach einfährt und sagt, wie so, gell, wir haben gesagt 3, hoi, das ist einfach, das ist arschig. Also, das finde ich wirklich auch schwierig. Anyway, also ich habe es grossartig gefunden, also unsere Original-Posterin hat sich also wirklich bestätigt Ja, gefühlt finde und ich ich gut. habe nach einem Update gesucht, aber More sowieso power to you, finde ich gut. hat sie wirklich gesagt, wir gehen einfach das nächste Jahr schön in die Ferien und haben es friedlich. Und was ich auch herzig finde, ist, dass ihr Mann wirklich so secretly gefunden hat, oder nicht so secret, hat er gesagt, was? Und dann so, ist noch geil, komm, wir machen es. Und ja, und dann finde ich es okay. Ja, finde ich voll gut. Gell? Ja. Okay. Also, Aber hey, Arschloch wir bleiben beim Essen. ja,
hey, wir sind wirklich ein bisschen besessen. Also heute ist es wirklich, Das ist so eine Foodie-Folge. ja wirklich, aber ich finde es mega lässig, wie du hast mir Breaking News mitgeteilt, wenn ich sehr Ja, lässig hey, sollen wir mit dem, sollen wir mit meinen Breaking News anfangen? bitte. Dann, also, wir gehen von Zürich in Aargau. Leute, jetzt müsst ihr euch haben. Hm? Einmal Boxatmung machen. Mhm. Mhm. Hey, in Baden hat ganz neu ein rein glutenfreies Restaurant aufgemacht. Ich bin sprachlos. Genau, Mic Drop. Wirklich. Es ist wirklich, und es wird auch geführt von, ich weiß nicht, ob sie, von Mami und Tochter. Mhm. Und Very beide haben cute. Zöliakie. Und es ist also einerseits ein Kaffee mit Süßes, aber eben nicht nur, sondern du kannst nicht auch zum Morgen essen. Steffi, du kannst nicht gut zmörgeln. Wie Und Müsli und allem, was so ganz normal, wirklich normal ist. einfach, wo alle Menschen können, hey, mega lässig. Es ist jetzt schon aufgegangen. Es ist schon off. Und ich hoffe, ich bin selber noch nicht gewesen, und ich hoffe eben wirklich einfach, dass der Kaffee gut ist. Wenn der Kaffee scheiße ist, habe ich eben auch wieder Mühe. Aber ich hoffe, es ist gut. Und das Kleine zum Morgen ist ein Brot, ein Butter, ein Gumpfi und das Getränk für 11 Franken. Wow. Okay, Und das ist okay. das ist sehr okay sogar. Ist das einfach Baden? Ich weiß auch nicht. In Zürich, Ja, also ich meine, Baden ist vielleicht schon noch 1 Franken günstiger als Zürich. Ist jetzt aber auch nicht mehr so, dass komm, wir gehen ein Schnäppchen machen. Ja. Hey, das klingt mega lässig. Wie Ja. heisst, siehst du gerade, wie es heisst? Ja, es heisst Kaffee «Hoi zusammen» an der Rathausgasse in Baden. Hoi zusammen! Das finde ich sehr Hoi lässig. Ja. zusammen. Hoi zusammen! Genau. Also wir sind So sicher immer cute. beim Zmörgeln. Könnt ihr uns auch sagen. Sehr lässig. Also dann haben wir schon etwas zu tun, weil eben Jenny und ich, wir haben uns unter anderem auch so da gern, weil wir beide Zöliakie haben, das verbindet ein bisschen. Und das finde ich sehr, sehr cool. Also ich glaube, ein Heute-Zusammen-Besuch wäre nach dem Glühwein, wo wir uns jetzt dann werden gönnen, am Weihnachtsmarkt in Zürich, wäre das die nächste Station. Finde ich sehr, sehr lässig. Ja. So cool, weil es ist eine gute Woche gewesen in Sachen glutenfrei, weil ich habe jetzt eben auch gerade gelesen, also ich sage einen gewissen Jungen, nein, das ist nicht jetzt creepy, ich fange nochmal an, ich sage einen jungen Mann, es ist jedes Mal eskaliert, es läuft schnell aus dem Ruder. Nein, es ist ein, ich weiß nicht mehr, wie er heisst, ein junger Dude, hat irgendwie den Sommer, hat er ja im Hauptbahnhof, im Shopville, ist das No-Grain-Zone, ist so ein Voll. Pop-up gewesen mit so coolen Focaccias und so. Voll. Mega lässig gewesen für irgendwie 2 Monate und alle sind deprimiert gewesen, weil es ist wieder zugegangen. Und ich habe eben gerade heute auf Instagram hat er so eine fiese Teaser-Story postet und hat gesagt, einfach als ein Wort Niederdorf droppt. Also offensichtlich, man weiss, dass er oder sie mit ihren Kollegen eine neue Location suchen. Also es sollte auch wieder die geile Sandwich geben, irgendwann mal vielleicht 2026 nehme ich an. Aber ja, good news für alle, die mit glutenfrei essen. Good news indeed. Ja, Und ich habe mir gesagt, jetzt habe ich Hunger. ja. Jetzt- Aber weißt du, wo bin ich letzte Woche gewesen? Im Grano an der Badener Straße. Die feine Pizza. Genau. Ich kann gar nicht sagen Glutenfreie Pizzeria. Pizza. Ja. Mega lässig. Auch Was hast du für eine Pizza gehabt? Nduja mit Fiordi Latte und scharfer Wurst. Das klingt sehr gut. Ja, und es war richtig spicy gewesen. Es ist richtig Oh, nice. okay. Also nein, das sind wirklich sehr italienische Pizzen. Da bin ich gewesen, Voll. glaube ich, Ja. im letzten Sommer mal. Ja. Ich hätte eigentlich auch wieder mal gehen. Und das Sag's mir. Tagesdessert ist Tiramisu. Oh, fein. Ja. Muss man Aber- Platz lassen für? Hä? Muss man Platz lassen Aber für? wir haben es eben sein lassen, weil wir sind in der Vermicelleria. Wieso? Weißt du, das regt mich jetzt im Fall ein bisschen auf. Ich bin Zürcherin und du erzählst mir jetzt die ganze Zeit Zeug, die ich nicht kenne. Vermicelleria. Kennst du die Vermicelleria nicht? Weiss nicht, ich kann gerne Vermicell. Von was redest du? Wieso kennst du die Vermicelleria nicht? Wenn ich geschlafen bin ich wieder einfach irgendwie so im Seefeld Es ist so ein Keller-Pop-up, das immer im Herbst kommt. Das sind so Jungs und Mädels und die gehen irgendwo ins Bündnerland und ins Ticino gehen Maroni sammeln und dann machen sie Vermicell und haben so ein verrücktes Kellerlokal, wo sie irgendwie 7 Wochen offen haben und dort Vermicell verkaufen. Wieso weiss ich das alles nicht? Wahrscheinlich ist es jetzt schon wieder halb vorbei. Also gut, ich merke mir das Das jetzt. hat sicher jetzt ganz lang off. Also gut, komm, wir gehen jetzt. Dann wären wir Ja, wir Helenia. Ich bin wir- da wirklich. Wenn nach dem Weihnachtsmarkt gehen. Mit Glühwein.
Ich habe keine Ahnung, wie lange das sie offen haben. Sie haben nicht... Folgen, Bäckerstrasse 26. Ja, Aber es das könnte ist dann sein, dass wenn ich das höre, nachdem es das vielleicht schon wieder zu haben, aber es kommt das nächste Jahr wieder. Ja, dann kommt's. Aber es ist tatsächlich, es steht da vom 6. bis zum 30.11. Ah, Also dann haben wir also wahrscheinlich 11, wenn es... Ich Ja. glaube, die Folge kommt nachher raus. Aber anyway, Aber nächstes Jahr, nächstes Jahr wieder. 2026. Ja. Wir müssen ja eine Bucketlist haben für Ja. Sachen. Weil es ist mega hübsch, sie haben alle auch so schöne Keramikschälchen und Les. das ist so hipster, das ist fast so ein bisschen Speak-easy, wenn du läufst dort an, es ist so musst du in den Innenhof rein und dann musst du so eine Tür runter in den Keller. Und dann ein Codewort und 3-mal klopfen? Nein, Ja, das nein, nicht. das leider wiederum nicht. Gibt es Das eigentlich wäre in recht Zürich irgendein cooles Speak-easy? Ich glaube im Moment nicht. Es hat es auch schon gegeben, aber also, oder vielleicht bin ich einfach zu wenig cool und kenne es nicht. Das Ja, könnte ich glaube natürlich auch sein. auch. Ja. Nein, sonst müssen wir auf Paris. Dann können wir dort nicht in die Lavanderia. Nein, irgendetwas, das hat wie eine Wäscherei, wo du musst durch eine Wäschtrommel Ja, durchsteigen. das Ja. ist das London haben wir auch mal so eins gehabt und da hast du müssen, haben sie dich gefragt, wer irgendwie der Bürgermeister ist und dann hast du müssen sagen, wer der Bürgermeister ist. Das war irgendetwas Lustiges, ich weiß nicht gewesen. Okay. Also vielleicht, wir haben jetzt einfach... Vermicelleria, Steffi, das ist dann von definitiv etwas, was wir machen. Okay, aber nächstes Jahr, aber bis dann müssen wir noch glutenfreie Sandwiches essen und in den Boden gehen zu mürgeln. Das finde ich sehr Wir sind lieb. so busy. Sehr So schön. cool. Nein, ich freue mich total. Jetzt muss ich, glaube ich, wirklich gerade aufstehen und schauen, ob wir noch irgendetwas Süßes haben, weil jetzt, wo du über Wärmesel geredet hast. Ich muss ja immer, weißt du, wir sind jetzt so eine süße Familie und dann finden wir immer, weißt du, wenn ich mal Lust habe, Ist nicht dann einer musst du von so den graben. Weißt du, du musst so so, irgendwo in einer Kiste hat es irgendwie dann so, weißt du, so irgendwie ein Schöckeli, das jemand mal gekauft hat. Ich gehe jetzt nachher schauen. ist nicht einer von den Vorteilen, dass man in der Stadt wohnt, dass du jetzt einfach könntest ein Uber Eats zu der Vermicelleria schicken? Hey, eigentlich schon. Du hast völlig recht. Aber so dekadent bin ich noch nicht, weil ich hätte auch einen Coop da unten, der noch offen hat, jetzt irgendwie am 9. Zahlen. Ja, aber was willst du mit einem Coop Vermicell? Ja, das stimmt, das ist auch. Jetzt hör auf mit der Vermicelleria. Ich tu mich jetzt damit abfinden, dass das jetzt für mich nicht mehr stattfindet, das Jahr. Nein, es findet statt am Donnerstag, Steffi. Also, stimmt, eigentlich könnten wir. Also, es ist, nein, dort haben wir Glühwein. Dann machen wir einen Köpfchen. Und nachher wir gehen Glühwein und dann nehmen wir das Glühwein, steigen in das hohe Tramlin und fahren. Mega! Also gut, wir müssen ja sowieso dann ein paar Instagram-Stories machen. Wir können euch dann einfach mitnehmen, ist gut. So Ja. vorab mitnehmen. Okay, anyway. Ja, weil es hat jetzt so eine Wärmecell-Installation, wo du kannst schöne Instagram-Fotos machen und Ist das wahr? wir haben es natürlich schon wieder völlig übertrieben. Okay. Ja, also Ja. meinst du, die lassen dich nochmal rein? Who knows? Who Time will tell. Time will findet's raus. tell. Das finde ich grossartig. Aber ich freue mich im Fall mega, dich wieder mal live zu sehen. Und ja, also bis dann müssen wir jetzt einfach noch ein bisschen in dieses stehen mit uns, nein, in dieses Steigen, das nennt man Steffi, mit unserem Adventskalender, dass alles parat ist am 1. Dezember. Und ich freue mich im Fall schon auf die nächste Ausgabe, weil ich habe heute so ein bisschen, ich habe aus verschiedenen Am I the Asshole Stories müssen auswählen und die von nächster Woche ist im Fall auch live. Das heisst, nächste Woche wieder reinhören. Bis dann können wir uns ein bisschen Heu sagen auf Instagram. Fände ich total lässig. Immer am Donnerstagmorgen haben wir eine neue Folge, aber ich glaube, das wissen die dazwischen. Wir haben fast ein bisschen Fans. Nein, ich glaube, wir haben etwa 5 Fans, die ab und zu auch schon über jede Nachricht. Also Ja, halt schnell voll Herz auf Instagram. Meldet euch, wir melden uns auf jeden Fall und wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Tschüss zusammen. Bis dann.